Herzlich willkommen zum letzten Heavy Sanctum im 2020, jetzt als Livestream. Herzliche Grüße an die den Stream nachschauen. Warum Livestream? Ja, ihr wisst, es ist nicht so schwierig. Corona eben. Wir sind also auch nicht im Soho, sondern direkt bei Technik, bei Rampenlicht im Technikraum. Und daher auch einen grossen Dank an Rampenlicht. Können wir das Heavy Sanctum bei Ihnen feiern. Da sind wir mega froh. Heute ist es so, dass der Gottesdienst vom Metal Church Leitungsteam und von der Metal Church Band gestaltet wird. Und wir freuen uns auf den Abend mit euch. Genau, wie der Marcel gesagt hat, feiern wir heute Gottesdienst. Und weil morgen der 2. Advent ist, zünden wir auch 2 Kerzen anzünden. Und dann möchte ich zum Anfang von diesem Gottesdienst noch beten. Ja, danke Jesus einfach für die Gemeinschaft heute Abend. Und du siehst, es ist ein bisschen speziell. Es ist hier im Raum und daheim vor den Bildschirmen. Und ich bitte dich einfach, lass wirklich die Gemeinschaft trotzdem sichtbar werden und erfahrbar werden, dass sich eigentlich alle von dir getragen fühlen können, auch die das vielleicht nachschauen, die jetzt vor den Bildschirmen sind und auch wir hier. Ja, gib du uns einfach deine Gegenwart zu spüren und komm mit uns in den Abend und in den Gottesdienst. Amen. Danke allen. Jetzt ist es so, dass Deep Sun heute leider nicht spielen kann, aber sie haben uns dankenswerterweise eine Grußbotschaft hinterlassen und die zeigen wir euch jetzt. Hey there, wir sind Deep Sun! Und leider können wir heute aus bekannten Gründen nicht bei euch sein und mit euch die Bühne rocken. Wir und das ganze Metal Church Team bedauern das wirklich sehr, aber da können wir leider nichts machen. Aber nicht zu lange traurig sein, wir haben Good News. Wir werden den Gig auf jeden Fall nachholen und unser versprochene und angekündigte extra large Set spielen mit einer Special Einlage, die wir geplant haben. Sobald das Datum steht, werden wir das auf allen Kanälen verkünden, wie immer. Ihr werdet es auf jeden Fall zu wissen bekommen. Und bis dahin wünschen wir euch eine mega gute Zeit, jetzt eine wunderbare Messe, gute Gesundheit und keep on rocking! Ja, so gut. Danke vielmals, Deep Sun, für das Video. So sind wir auch virtuell verbunden, trotz Corona. Und wir haben noch weitere Grußbotschaften von Leuten und die möchte ich hier gerne teilen. Und zwar haben wir vom Timo, Gitarrist der Metal Church Band, er hat uns geschrieben, ich kann heute aus Quarantänegründen die Band leider nicht physikalisch unterstützen, aber ich wünsche euch eine gesegnete Weihnachtszeit, ein gutes Gläschen Glühwein und schöne Festtage. Und er hofft, dass man sich wieder im 2021 sieht. Habt nach Sorge, lieber Gruß Timo, eben der Gitarrist, der nicht der Jönu ist. Darum einen Dank an Jönu, der jetzt einspringt als Gitarrist. Dann haben wir eine Grußbotschaft von Mira, sie, die normalerweise das Heavy Sanctum verantwortet. Sie schreibt uns: Hallo zusammen, heute bin ich weder vor euch auf der Bühne noch vor der Kamera, sondern genieße das Heavy Sanctum gemütlich von daheim aus. Es ist schade, euch nicht alle zu sehen und mit euch ein Bier zusammen zu trinken, aber dank der Technik können wir zumindest virtuell das zusammen feiern. Ich wünsche euch allen zusammen einen tollen Abend und eine stressfreie Weihnachtszeit. Liebe Grüße, Mira. Und noch eine letzte Grußbotschaft von der Monika, unserer Sekretärin von Metal Church. Sie schreibt: Hallo zusammen, es ist cool, mit euch am Heavy Sanctum Livestream teilzunehmen und Gott zu feiern. Habt einen guten Abend. Ich würde mich mega freuen, ein paar von euch nachher auch im Zoom-Meeting zu sehen und persönlich auszutauschen. Seid gesegnet, liebe Grüße Monika. Das ist mega cool. Die Grußbotschaften, danke euch drinnen. Und da möchte ich jetzt euch einladen, uns Grußbotschaften zu schicken.
Und zwar solltet ihr jetzt über mir Telefonnummer sehen. Der könnt ihr eure WhatsApp-Nachricht herschicken, eure Grüße. Das kann Text, Foto oder ein kurzes Video sein. Wichtig, ihr könnt hier Gebetsanliegen schicken und die werden wir natürlich in anonymer Form im Gebet aufnehmen. Aber eure Grußbotschaften, die werden wir dann selbstverständlich teilen nachher. Genau, speichert nach, also jetzt das Nummer, das oben eingeblendet ist und schickt uns fleissig Botschaften. Da freuen wir uns mega drauf. Und dann würde ich auch das Wort der Band übergeben. Also. Ja, Corona ist nicht ganz so gäbig. Ihr wisst es alle sind so ein bisschen herausgefordert, ihr Programm darum zu organisieren. Und wir als Band eben auch. Vor ein paar Tagen hat eben der Timo geschrieben, dass er eben in Quarantäne ist. Und jetzt sind wir halt ein bisschen in einer abgespeckten Version da. Das gehört aber einfach manchmal ein bisschen dazu zum Leben, dass es nicht so kommt, wie man das geplant hat. Und da sind wir noch nicht die Ersten, die das so erleben, sondern in der Bibel haben wir auch immer wieder Personen, die in diesem Zerbruch zu Gott gehen und einfach ihr Leben mit ihm teilen. Ich selber habe erlebt, dass während dieser Zeit viel zu wenig Leute einen Ort haben, wo sie einfach sich selber sein und ehrlich teilen können, was sie beschäftigt, was sie auf dem Herz haben. Und ich glaube, Gott möchte für uns heute Abend so ein Ort sein, wo wir einfach bei ihm teilen können und bei ihm können sagen und spüren, wie es uns geht. Weil ich habe das Gefühl, wir reden viel zu viel über Corona und Massnahmen und Medizin und bla 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 und all das Zeug. Und ich glaube, jetzt ist der Moment nicht zu denken, sondern einfach mal Gott zu begegnen im Gefühl. Und Musik ist ein super Werkzeug dazu und wir haben jetzt einfach zwei Teile vorbereitet. Einen, den wir jetzt werden haben, wo wir werden mit Musik Gott begegnen, indem dass wir einfach ihm zeigen, wie wir denken, wie wir fühlen. Wir wollen einfach mit ihm Zeit verbringen. Und das ist nicht immer nur fröhlich, weil eben das Leben nicht nur fröhlich ist. Und darum haben wir da so ein paar Lieder und Texte, die wir zusammen werden angehen. Ich möchte noch kurz beten und dann steigen wir einfach ein. Danke, Papi, dass du da bist und dass du in all diesem Chaos einfach die Ruhe bist und dass du schon eine erste Welt hast geschaffen in ein dunkles Chaos hinein und du kannst das wieder machen, du wirst das wieder machen in unserem Leben. Begegne uns, wie wir sind und nimm uns mit auf den Weg mit dir. Amen. Zwischen Himmel und Erde, zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit, zwischen Himmel und Erde sind wir noch, in dieser Zwischenzeit, mitten in dieser Welt und nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort im Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde in dir, hat Zerrissenheit auf dem Weg zu dir in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde ist ein Sieg und du selbst bist die Brücke und der Weg in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit, mitten in dieser Welt und nicht von dieser Welt. Zwischen Himmel und Erde.
Ui, ist das ein holpriger Start gewesen. Aber vielleicht passt das gerade voll in die Situation rein, weil man plant, man macht und er kommt irgendwie ins Leben und hat andere Wege. Und in der Bibel haben wir eben, wie gesagt, viele Leute, die das auch schon durchgemacht haben. Und Teil von denen haben auch Lieder geschrieben, haben Texte geschrieben. Und eins, so ein Zusammengesetz aus Liedern und Text werden wir zusammen lesen. Aus den Psalmen. Wie der Hirsch nach frischem Wasser rührt, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dorthin kommen, wo ich sein Angesicht sehe? Meine Tränen sind mir Speise Tag und Nacht. An meine Tränen will ich denken und mein Gott das Herz ausschütten. Wie ich früher mit der großen Schar zu den Festivals und Konzerten wanderte, wie in den Lärmen und Feiernden folgte, dem Schall ihrer Jubel- und Dankgesänge. Du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig durchs Leben gehen, bedrängt von meinem Feind? Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Und deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich begleiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Dann will ich vor dem Altar Gottes treten, vor Gott, dem Grund meiner unbändigen Freude, und dir, Gott, aus der E-Gitarre dankend, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er die Hilfe meines Angesichts und mein Gott ist. Ich bin ein Wanderer zwischen den Welten, ein Suchender, der ständig Neues entdeckt. Ich bin ein Pilgernder mit windigen Zelten, ein Reisender mit leichtem Gepäck. Ich bin ein Glaubender mit offenen Fragen, ein Wissender, der weiß, dass er nichts weiß. Ich bin ein Zweifelnder, von Hoffnung getragen, ein Liebender auf dünnem Eis. Ich hab das Ziel noch nicht erreicht, in diesem Lauf noch nicht gesiegt. Doch eines weiß ich ganz genau, ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich strecke mich aus, ich laufe den Lauf, jage dem nach, was vor mir liegt. Ich strecke mich aus, ich kämpfe den Kampf, folge dem nach, der vor mir geht. Ich strecke mich aus, nach dem Siegespreis. Ich bin ein Sitzender zwischen den Stühlen, ein Stehender, der schaut, dass er nicht fällt. Ich bin ein Gehender mit gemischten Gefühlen, ein Fallender, der deine Hand hält. Ich bin ein Träumender mit kindlichem Glauben, ein Wachender aus Liebe und Furcht. Ich bin ein Sehender mit geschlossenen Augen, ein Lachender, die Tränen hindurch. Ich hab das Ziel noch nicht erreicht, in
diesem Lauf noch nicht gesiegt. Doch eines weiß ich ganz genau, ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich strecke mich aus, ich laufe den Lauf, jage dem nach, was vor mir liegt. Ich strecke mich aus, ich kämpfe den Kampf, folge dem nach, der vor mir geht. Ich strecke mich aus, nach dem Siegespreis. Simon, du bist ja gelernter Tontechniker und verantwortlicher Techniker bei der Heavy Sanctum und das schon lange Zeit. Wie geht es euch im Moment in der Eventbranche? Kannst du da was erzählen drüber? Ja, klar. Also als erstes Mal finde ich es cool, dass ihr alle hier seid, weil ja, das ist recht so plötzlich gekommen, dass die Idee da war, dass ihr hier zu uns ins Lager kommt und das fängt mega. Ist cool, können wir das machen. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Die Eventbranche, ja, ich glaube, das muss man nicht leugnen, dass es eine Branche ist, die es ein bisschen schwer hat im Vergleich zu anderen. Ich denke, wir haben von Anfang an wirklich versucht, einfach positiv zu bleiben. Und solche Sachen wie heute Abend, die dann passieren dürfen, die geben uns viel Hoffnung und die fegen einfach näher. Man ist umso dankbarer. Genau, ja, es ist sicher ein schwieriges Jahr für uns, aber wir schauen, dass wir das Beste daraus machen. Danke, Simon. Wie geht es dir in dem Ganzen persönlich? Also was macht es mit dir als Simon, als Ehemann, als Vater, als Freund? Wir sind befreundet. Wie sieht dein Corona-Alltag aus? Und das sind ja eigentlich schon verrückte Begriffe, die wir heutzutage verwenden. Ja. Corona-Alltag. Ich weiß nicht, ob es ein Alltag ist. Es ist natürlich vielleicht eben kein Alltag, wenn du nicht so viel planen kannst und nicht weißt, wie es weitergeht. Ich denke, uns geht es recht gut als Familie. Bei beiden Wellen, so im Peak hat es mich recht herausgefordert. Vor allem, weil ich das Gefühl hatte, jetzt müssen wir doch etwas machen und kreativ sein. Dann hat es mich auch ein bisschen ausgeständelt, wo immer noch mehr Massnahmen sind, die einem einfach bremsen. Und das waren aber kurze Zeiten. Und abgesehen von denen hat es mich gedacht, sind dafür wie andere Sachen plötzlich passiert. Laufend irgendwelche Sachen, wo man sonst nicht Zeit hatte dafür. Einfach auch mal ein bisschen das Runterfahren und sich auf Sachen neu ausrichten. Und etwas, was mir mega rein ist, wo bis 20 Jahre ist, dass ich gemerkt habe, wir können nicht sagen, ja, wenn der Corona durch ist, ist es wieder gut, sondern es ist hier und jetzt gut. Weil wenn wir nicht können, wenn wir sagen, ja, es ist erst gut, wenn Corona durch ist, dann ist all die Zeit eigentlich verschwendet und gleichzeitig bietet die Zeit so viele Möglichkeiten von Sachen, die man sonst nie hat erlebt. Darum, ich denke, ich habe mehrheitlich das auch persönlich versucht, positiv zu nehmen. Ja, genau. Wow, klingt für mich sehr, sehr spannend, was du erzählst, Simon. Das sind ja in dem Sinne eigentlich nicht nur negative Herausforderungen, es sind große Herausforderungen, in denen wir drinnen stehen. Aber ich höre da was Positives auch raus, also was Spannendes, Prozesse, durch die wir durchgehen dürfen. Wie erlebst du in diesem Ganzen drinne Gottes Führung und auch Bewahrung, also in diesen Momenten, wo wir Menschen generell herausgefordert sind? Du als Simon herausgefordert bist. Was kannst du da uns darüber erzählen? Ja, ich glaube, vor allem bin ich schon sehr dankbar geworden für all das, was wir eigentlich haben. Eben, wenn man links und rechts schaut, was da alles passiert, finde ich, ja, all das, was wir hier haben, die Grundversorgungen, aber eben auch darüber hinweg, das, was wir uns dann gönnen können in dieser Zeit, hier, eben, das vielleicht ein bisschen zur Ruhe kommen, ohne die Existenzängste zu haben. Das ist für mich schon ein Grundding von Gottes Versorgung, das ich einfach in Anspruch nehme und wo ich nicht möchte
dann einfach Stress haben die ganze Zeit, sondern wo nicht die Dankbarkeit ausdrücken möchte. Genau, eben, wie ich vorhin gesagt habe, es ist einfach auch eine verschwendete Möglichkeit ist. Und wir haben sicher auch sehr viel erlebt. Wir hatten zum Beispiel in der Bude einen starken Herbst gehabt, wo erstaunlich viele Aufträge kamen, wo wir mega Freude daran hatten, dass wir die machen dürfen. Wo wir sicher jetzt so gut oder besser durch den Winter kommen. Und es sind zum Beispiel auch zur richtigen Zeit im Frühling 2 Alben reingekommen, die ich noch mischen konnte, die einfach gut gepasst hat, ja, wo ich sonst nie Zeit hatte dafür. Und ja, darum, ich denke, ich habe vieles gesehen, wo wie Gott versorgt in dieser Zeit, ja, wo man einfach wie jetzt annehmen kann, statt irgendwie sich immer zu beklagen, wo ich viel auf Social Media gemerkt habe, dass Leute in das hinein verfallen. Und ich verstehe es, aber ich habe sicher Gott sehr erlebt in dieser Zeit. Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Vielen Dank für dein Herz, wo du da uns teilst, Simon. Was mich da bewegt drinnen, dass eigentlich der Blickwinkel auf das Gute geht. Also es ist nicht das Negative, wo dann überwiegt, sondern du schaust auf das Gute, deinen Glauben an Gott. Du erlebst, wie er versorgt und es gibt sogar eine neue Perspektive. Also dass wir lernen können in so einer Zeit eigentlich einen Perspektivenwechsel sogar zu machen. Ja, ich denke es. Ich glaube auch, dass ich mit einem Umfeld gesegnet bin, wo man sich mehrheitlich, wo man sich mit positiver Haltung irgendwie auch ansteckt. Und ich denke, auch in Buddha habe ich das erlebt, dass wir einfach irgendwie zusammen vorwärts gehen und uns mit dem eigentlich auch anstecken. Und das ist für mich auch Nächstenliebe, sich mit dem anzustecken und aber auch füreinander auch wirklich da zu sein, es nicht nur zu sagen. Stark, vielen Dank. Klingt natürlich nicht, also wir sind alle nicht perfekt und nicht als Letztes. Also, ich denke nicht, dass einem das immer gelingt, aber das ist für mich das Ziel. Das ist für mich der Versuch, irgendwie einfach dran zu bleiben. Ja. Ich kenne dich ja ein bisschen und ich kann das bestätigen als dein Freund, dass ich das erlebe, also dass du das auch ausstrahlst und da danke ich dir dafür. Das ist was Schönes, wo du auch hinausstrahlst in die Welt und danke auch für deine Worte hier. In dem Kontext von dem, was wir jetzt erzählen, was bedeutet für dich da Advent, also in der Zeit, in der wir gerade sind? Was hat das für dich für eine Bedeutung? Ja, spannend, weil Advent ist ja meistens nicht nur die Besinnlichkeit, die man sich so wünscht, sondern vielfach eben auch sehr hektisch. Und das ist jetzt auch etwas, was ich mir überlegt habe, das Jahr, eigentlich muss das Jahr die Weihnacht, als wirklich das Kommen von Jesus, das müsste jetzt mal wieder richtig Platz haben, wenn nicht in diesem Jahr. Darum freue ich mich wirklich auf die Weihnacht, ich freue mich auf Familie. All so Zeug, die mich manchmal im Alltag so wie fast überfordert, der Stress. Und ja, ich hoffe wirklich, dass es jetzt im Vergleich zu anderen Jahren mal eine sehr besinnliche Zeit darf werden und möchte das auch wirklich ernst nehmen und bewusst eigentlich auch ein bisschen leben. Genau. Stark, vielen Dank. Was wünschst du dir? Jetzt, wir sind in der Metal Church, wir sind gerne hier in der Metal Church. Was wünschst du dir für die Metal Church? Gute Frage. Also was ich kann sagen ist, was ich an der Metal Church extrem schätze, ist die Vielfältigkeit von Leuten, die einfach willkommen sind, die Unkompliziertheit und ich denke einfach, ich wünsche mir, dass es so weitergeht und sich kann multiplizieren kann. Eine ansteckende Kirche darf sein und was ich cool finde, ja, ansteckende Kirche. Sie lachen dahinter. Ihr wisst, wie ich es meine. Genau, nein, das Coole finde ich wirklich, bei der Metal Church sehe ich bin ja manchmal schon ein bisschen mehr außenstehend. Ich fühle mich manchmal so, dass ich fast ein bisschen zu wenig Zeit habe und dann einfach als Techniker da bin. Und in dieser Aussensicht sehe ich wirklich, dass die Metal Church eine Kirche ist, wo eben wirklich die Menschen Kirche sind. Und an vielen Orten vermisse ich das. Dass es einfach Strukturen sind, wo man versucht, dass jetzt ein Kirche ist. Und ja, ich denke, ich wünsche einfach der Metal Church, dass es so weitergeht. Und ich glaube, wir freuen uns so alle, wenn wir wieder in die Soho können. Also ich wünsche in diesem Moment auch dem Daniel Käser alles Gute, dass das Soho wirklich einfach auch die Krise durchstehen kann. Und wir freuen uns, wenn wir wieder dorthin können. Es ist eine coole Entwicklung und da freue ich mich auch sehr drauf. Genau. Ja, und dann wird es tatsächlich so, wie du das vorher schon gesagt hast und gelacht wurde, ein ansteckender Virus. Und das hat tatsächlich dann eine große Bedeutung für uns alle. Ein Virus, der Gutes bewirkt, Gutes in die Welt trägt und ja, das geschieht durch unseren genialen Gott. Hast du ein besonderes Anliegen, persönlich einerseits, für deine Firma Rampenlicht, wo du arbeitest oder auch für andere?
für das wir so in unserem Fürbitteteil einstehen dürfen? Wie soll ich das sagen? Ich will nicht, dass es mega kitschig wird, weil ich glaube, wir uns herstellen, als ja, betet für uns, das ist mir gar nicht so auf dem Herzen. Aber was ich merke, ist in dieser Zeit, dass schon viele Spannungen entstehen, viele Leute einsam sind. Das ist eigentlich mein Anliegen. Ich habe es mal im Migros erlebt, wenn eine Frau drinnen war ohne Maske und einer mit Maske einfach wirklich ein Krach mit der angefangen hat, der mir ein bisschen ans Herz ist, weil das hat so gute Spannung gezeigt von dem, wo wir jetzt drin sind, aber eigentlich ja nicht, alle nicht möchten. Und ich wünsche mir einfach, mein Anliegen ist, dass sich die Spannungen irgendwie nicht an einen Ort aufbauen, wo es uns alle wirklich so ein bisschen voll ans Herz geht, sondern dass dort einfach eine Ruhe reinkommen kann. Ich denke an die älteren Leute, die irgendwie jetzt einsam sind. Ich wünsche mir dort wirklich irgendwie ein bisschen Brücken zu bauen. Und das wäre mein Anliegen, ja. Aber ich glaube, das ist das Anliegen von uns allen. Nehme ich an. Hast du da selber schon was erlebt, wie du da praktisch was bewirken konntest, also wenn du sowas beobachtest? Das muss ich noch ein bisschen konkretisieren. Also jetzt gerade die Situation im Supermarkt, du siehst, jemand hat keine Maske, der andere reagiert allergisch drauf. Was können wir denn bewirken? Also was ist da dein Ansatz oder was kannst du persönlich in deinem Umfeld dafür tun? Also jetzt bei diesem Thema ist mein Ansatz schon mal nicht irgendwie unnötige Energie zu verbrennen mit einer Situation, die einfach per se unsicher ist. Sondern das einfach mal zu akzeptieren, es ist wie es ist, es wird weitergehen, ich freue mich auf das. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, ich tue schon viel mit dem. Vielleicht ist es für mich nur, vielleicht auch für andere, dass man nicht immer zu fest so auf irgendeine Seite übergeht, wo man nur noch unglücklich ist. Das finde ich schade. Ja. Simo, vielen Dank. Also das, was du erzählst, ich kann das bestätigen. Du bist für mich eine sehr, sehr feine Persönlichkeit. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich danke dir für deine Arbeit in der Metal Church, für das offene Gespräch, das wir führen durften. Und es hat wirklich mein Herz bewegt. Herzlichen Dank, Simo. Merci auch, Bernie. Sehr cool. Ja, wie es Simo Beck geht, das haben wir jetzt gehört. Aber mich würde es auch interessieren, wie es eigentlich euch allen daheim geht in dieser verrückten Zeit. Und darum machen wir jetzt ein Voting mit Mentimeter. Am besten nehmt ihr euch ein Handy führen, wenn ihr nicht sowieso schon dran seid. Und dann geht ihr auf die Website menti.com und gebt dort den Code ein, der jetzt oben dran eingeblendet ist. Oder ihr könnt auch den QR-Code scannen, den der Flo parat gemacht hat. Dann kommen wir da direkt auf die entsprechende Voting-Seite. Also los, loggt euch ein. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei dieser Umfrage mitmachen würdet. Weil damit wir die Gemeinschaft auch spüren und abbilden und sichtbar machen, wie es uns allen gerade so geht. Uns nimmt Wunder, ob ihr euch müde, erschöpft oder doch eher so voller Tatendrang fühlt. Glücklich, zufrieden oder traurig, bedrückt. Ich würde gerne wissen, ob du der Zukunft erwartungsvoll, optimistisch entgegenschaust oder doch eher so pessimistisch, ängstlich. Bist du gestresst oder wütig? Oder einfach dankbar. Wir freuen, wenn ihr mitmacht bei dieser Umfrage. Wir lassen jetzt das Voting noch einen Moment laufen. Es ist auch so, es gibt da so eine kleine Verzögerung zwischen dem, was wir hier machen, und dem, was ihr daheim noch auf dem Bildschirm bekommt und seht. Darum schaue ich jetzt auch mal da aufs Handy und schaue, was überhaupt läuft, damit ich dann auch sehe, was für Resultate das da reinkommen. Es fehlen noch ein paar Leute. Ich hoffe, die nehmen jetzt wirklich euch ein Handy. Es geht etwas. Sehr gut.
Also ich gebe euch noch etwa ein Momentchen. Also sagen wir noch 3, 2, 1, 10 Sekunden. Ja, es ist ein interessantes Bild, das hier zusammengekommen ist. Und ich glaube, man sieht anhand von diesen Punkten schon auch, dass es eine herausfordernde Zeit für uns alle ist. Aber Simon hat mich auch schon gefragt, es ist eben nicht nur eine Corona-Zeit, sondern es ist auch Adventszeit. Und ich würde darum auch gerne sehen, was euch so in den Sinn kommt, wenn ihr an Advent denkt. Und was ihr mit dem Begriff in dieser Zeit verbindet. Tippt doch jetzt bis zu 5 Sachen auf eurem Handy ein, die euch im Advent, die ihr euch mit dem verbindet, euch in den Sinn kommt. Wir produzieren hier zusammen so eine Wortwolke. Es werden alle Begriffe, die ihr eingeben, kommen auf den Bildschirm. Und je mehr Mal der gleiche Begriff kommt, desto grösser wird er dargestellt oder sonst halt auch kleiner. Und ich schaue dir auch wieder rein, was da zusammenkommt von euch. Was verbindet ihr mit Advent? Mein Stream stockt gerade, aber das liegt glaube ich nicht an euch, an mir. Also, was liegt eben an mir, an meinem Handy? Das ist jetzt ein kleiner Blindflug für mich. Und Flo, kommt etwas rein? Ich frage in dem Fall dich. Du siehst nichts. Ganze Haufen Begriffe. Ja. Sehr cool. Hey, toll, machen wir mit. Ich würde sagen, wir machen noch ein Momentchen und dann sage ich wieder, wenn 10. Und sagen wir jetzt noch 10 Sekunden. Also ich werde mir nachher daheim in aller Ruhe die Begriffe noch genau anschauen, was euch jetzt hier mit Advent in den Sinn gekommen ist. Als ich darüber nachgedacht habe, wie unsere Corona-Zeit und die Adventszeit in diesem Jahr zusammenfallen, wenn ich darüber nachgedacht, ist mir einmal mehr wieder bewusst geworden, wie komisch manchmal unser Idealbild von Advent ist. Oder auch das Idealbild von Advent, das uns in den Läden und am Fernsehen so gezeigt wird und vor Augen gespielt wird. Lichtromantik somit. Friede, Freude, Zimtduft. Entspannung dazu, dann die kräfteraubende, herausfordernde Corona-Zeit, die weit destruktiv wirkt. Also ich finde, so auf den Pseudo-Adventskitsch, da könnten wir Metaller ja sicher gut verzichten. Aber wisst ihr was, es ist eben eigentlich gar nicht so eine Spannung zwischen dem wahren Advent und der Corona-Zeit. Weil der wahre Advent, der fängt gar nicht mit Licht an, sondern fängt an in der Finsternis der Seele und der Dunkelheit der Gesellschaft. Soziale Missstände, Spannungen, Blut, Schweiß und Tränen. Das ist der Ausgangspunkt vom Advent. Der Ausgangspunkt vom Warten aufs Licht, dem Warten auf Gottes Eingreifen. Die Anne liest uns jetzt aus dem 57. Kapitel vom Prophet Jesaja. Gott redet dort in so eine dunkle Zeit hinein. Eine Zeit eben voller sozialer Missstände, Spannungen, Blut, Schweiß und Tränen. Und Jahwe spricht: Macht Bahn, bereitet den Weg, räumt die Hindernisse aus dem Weg meines Volkes. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist.
Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, um den Geist der Gedemütigten zu erquicken und das Herz der Zerschlagenen. Ich war zornig über die Sünde ihrer Habgier und schlug sie, verbarg mich und zürnte. Aber sie gingen treulos die Wege ihres Herzens. Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben. Und denen, die da Leid tragen, will ich Frucht der Lippen schaffen, Friede, Friede denen in der Ferne und denen in der Nähe, spricht der Herr, ich will sie heilen. Mich hat besonders angesprochen, wie Gott da vom zerschlagenen Geist redet. Ich brauche diesen Vers regelmäßig in meinen Abdankungsgottesdiensten. Aber als ich die Worte am Montag in der fortlaufenden Bibellesung gelesen habe, da haben sie mich noch ganz anders angesprochen. Der Geist ist ja nicht nur zerschlagen im Todesfall, sondern gerade jetzt da schlagen Haufen Sachen auf meinen Geist ein. Was geht dir gerade alles auf den Geist? Bei mir sind es ein Haufen Aspekte. Und ich glaube, euch geht es nicht anders. Auf das deutet ja auch die Umfrage hin, die wir vorhin gemacht haben. Es zehrt und schreist von allen Seiten. Es bretscht auf unseren Geist ein. Es drückt schwer. Was mich jetzt hochbedeutsam tut, ist Folgendes. Gott sagt dem Jesaja nicht, ja, die seid jetzt halt da im Loch unten, ich bin aber in der Höhe und ich bringe euch eins wieder rauf. Nein, er sagt vielmehr, ich wohne in der Höhe, im Himmel, ja. Aber ich wohne auch auf der Erde, im Heiligtum, im Sanctum auf Latinisch, im Heavy Sanctum. Wir können es mit heutigen Worten vielleicht auch sagen, ja, ich wohne in der Kirche, ich wohne im Gottesdienst. Aber es ist der dritte, der entscheidende Ort, glaube ich, wo Gott wohnt. Ich wohne bei denen, die zerschlagenen Geistes sind. Hey, das ist doch unglaublich. Gott wohnt dort, wo es dunkel ist. Dort, wo Wut rausgebrüllt wird. Dort, wo Tränen fließen. Dort, wo mit den Zähnen geknirscht wird. Lass, wenn es dir im Moment mies geht, Gott ist dabei. Du bist im Fall okay, wenn du einstecken im Moment. Du bist im Fall okay, wenn es dir schwer ums Herz ist. Du bist im Fall okay, wenn du all diesen Umständen leidest. Du bist Gott nicht vom Karren runtergefallen. Und du gehst mit deinem Leiden auch Gott nicht auf den Geist. Er wohnt genau dort, bei denen, die zerschlagenen Geistes sind. Das sage ich heute Abend auch mir selber, in all meinen Herausforderungen. Gott ist mitten dabei. Jesus nimmt die Worte vom Jesaja sinngemäß auf in der Bergpredigt. Gesegnet sind die geistig Armen. Gesegnet sind die Demütigen. Gesegnet sind die Traurigen. Du bist nicht verflucht, wenn du im Moment leidest. Nein, du stehst unter dem Wohlwollen vom Allerhöchsten. Er hat ein Ja zu dir. Und er ist dir ganz nahe, gerade auch in diesem Moment. Natürlich, es ist nicht das Ziel von Gott, dass wir immer im Loch unten bleiben müssen. In unserem Abschnitt von Jesaja da steht, das Ziel von dem, dass Gott bei uns ist, bei uns wohnt, das ist Erquickung, Heilung, Trost, Frucht von der Lippen, Frieden. Wenn er mit dabei ist, dann möchte er dich erquicken, heilen, trösten. Er möchte uns wieder eine Stimme geben, Frieden schenken. Die positive Veränderung ist das Ziel davon, dass Gott uns nahe ist. Aber eine schnelle Veränderung, das ist nicht das Entscheidende, sondern einfach, dass Gott da ist. Die Corona-Krise, die mag noch lange gehen.
Darum ist nicht die Veränderung entscheidend, sondern Gott ist mit dir und mit mir mit dabei. Er ist nicht nur dort, wo es schon wieder hell wird. Nein, er ist erst recht auch dort, wo es noch finster ist. Dort, wo es weh tut. Gerade dort ist Gott, bei all denen, die zerschlagenen Geistes sind. Die einen zerschlagenen Geist haben. Ja, aber das alles wird natürlich nicht nur davon lebendig, dass ich als Pfarrer jetzt das Wort von Gott in die Situation hinein proklamiere. Ich glaube zwar effektiv an die Kraft von diesen Worten, die ich jetzt gerade gesagt habe. Sie machen einen Unterschied. Aber es ist ja so, es muss ja dann doch auch von Zeit zu Zeit irgendwie noch anders spürbar und erfahrbar werden. Ja, und ich wünsche uns allen wunderbare, übernatürliche Erlebnisse mit Gott. Aber die sind naturgemäß selten. Es ist einfach so, die passieren selten. Die kann man sich oft einer Hand im Leben abzählen. Gottes Gegenwart wird viel öfter ganz profan durch unser Handeln, durch das Handeln von anderen Menschen mitvermittelt. Da kommen wir alle ins Spiel. Von dem redet auch der Jesaja. Macht Bahn, bereitet den Weg, räumt die Hindernisse aus dem Weg meines Volkes. Und gerade das ist eben Advent. Hindernisse aus dem Weg räumen, die plagen und sich zu kümmern um die leiden. Morgen ist ja der 6. Dezember, Samichlausentag. Der richtige St. Nikolaus, der war nicht so ein Cola-trinkender, feisser, alter Rotrock gewesen. Und er war auch nicht so ein Metal-Klaus wie der, den ihr jetzt gerade eingeblendet seht. Wir müssen nicht viel historisch wirklich gesichert über den richtigen Samichlaus. Der Bischof Nikolaus von Myra aus dem 4. Jahrhundert. Aber die Legende erzählt davon, wie der Nikolaus seinen Reichtum grosszügig geteilt hat mit denen, die Not gelitten haben. Er war ursprünglich aus wohlhabendem Haus und hat schliesslich sogar sein ganzes Hab und Gut verschenkt. Und die Legende erzählt auch, dass er sich später als Bischof mit grossem Einsatz für die Leidenden eingesetzt hat. Ganz besonders für die Kinder. Der St. Nikolaus, der soll uns ein Vorbild sein im Advent und grundsätzlich in dieser verrückten Zeit. Jetzt hat das Leiden ja verschiedenste Gesichter. Materiell, körperlich, sozial, seelisch oder geistig. Wenn Gott sagt, er sei denen mit einem zerschlagenen Geist nahe, dann sollen auch wir einander eben so nahe sein, egal was uns gerade drückt. Wir leben gerade eine Zeit vom Leiden, wie es meine Generation noch nicht gekannt hat. Und so ist es, glaube ich, auch prophetisch, dass es der 3. Leitsatz aus der Vision Kirche 21 ist, der über dem neuen Kirchenjahr steht, das angefangen hat. Der Leitsatz heisst: offen für alle, solidarisch mit den Leidenden. So soll die Berner reformierte Kirche sein. Offen für alle, solidarisch mit den Leidenden. In der Erklärung dazu steht: trotz ihrer Offenheit hat das Handeln der Kirche einen klaren Schwerpunkt. Gott ist in der Bibel ein Gott derjenigen, die sich selbst nicht zu helfen wissen. Wer sich zu diesem Gott bekennt, ist zuerst zu den Leidenden gerufen. Den materiell und seelisch Leidenden, den Leidenden in der Nähe und der Ferne. Die Vision bedeutet, in erster Linie für die Bedürftigen hat sich die Kirche stark zu machen. Auch gegen herrschende Meinungen und Mehrheiten. Auch in finanziell schwierigeren Zeiten. Und selbst wenn sie damit aneckt. Das ist also auch die besondere Aufgabe für uns als Metal Church. Im Wissen darum, dass Gott besonders dort ist, wo Menschen leiden, sollen wir gerade darum dort drinstehen und mitgehen. Wir müssen das Leid voneinander nicht aus eigener Kraft tragen. Wir dürfen von der Verheißung zehren, dass Gott eben da ist und bei uns wohnt. Er ist der, der das Leiden mitträgt. Und genau darum ist er ja Mensch geworden, an Weihnachten. Im Wissen darum, dass Gott besonders dort ist, wo Menschen leiden, gerade darum sollen wir dort drinstehen und mitgehen.
Wenn ich auf unsere Metal Church Gemeinde schaue, dann tue ich mich, ja, die Metal Church ist stark in der Art, wie wir den christlichen Glauben inkulturiert haben. Und wir haben es vorher schon beim Simon gehört, ja, sie wird uns nach und nach zurückgemeldet, dass man sich das schon schätzt, dass man bei uns so sein kann, wie man ist, dass man ohne Vorurteil angenommen wird. Aber mir dünkt, dass wir noch viel Luft nach oben haben, wenn es darum geht, eine Gemeinschaft zu sein, wo man auch im Alltag getragen ist und auch dann, wenn es einem eben nicht gut geht. Kennen wir einander wirklich? Wie es uns wirklich geht? Hast du Freunde in der Metal Church, die nach dir fragen? Und fragst du nach anderen? Auch außerhalb der Veranstaltungen eben. Wenn wir jetzt auf die Visualisierung von unserer Vision für die Metal Church schauen, unser Metal-Kreuzfahrtschiff, dann seht ihr am Heck vom Schiff ein grosses Netz. Wir träumen davon, von einer Gemeinschaft, dass wir eine Gemeinschaft sind, wo ihr alle in einem starken Beziehungsnetz getragen seid. Wo ihr andere tragen und selber getragen werden. Ich wünsche mir, dass wir da noch viel stärker dürfen reinwachsen. Klar, die Corona-Schutzmaßnahmen, die helfen nicht, wenn man sich nicht darf oder soll treffen. Die machen es nicht einfacher, in Hochs und Tiefs zusammen die Gemeinschaft zu entwickeln und verbindlich zu teilen. Aber ich weiss, dass ein Haufen von euch es brauchen, getragen zu werden. Und in dem Sinn, lasst euch doch die Augen auftun füreinander, damit wir warnen können, wo andere ein Nachfragen brauchen. Ein Mittragen, Mitrennen und Mitbeten. Und wenn ihr selber alleine seid, dann nutzt doch die Angebote, die es schon gibt, zum Gemeinschaft haben und leben. Verkrücht euch nicht und wartet, sondern macht einen Schritt auf andere zu und nutzt die Angebote, die virtuellen und die physischen, die es gibt. Ihr findet die verschiedenen Angebote auf der Seite der Metal Church und es kommen im neuen Jahr auch noch neue dazu. Also trägt andere und lasst euch tragen. Gott sagt auch in diesem Advent, macht Bahn, bereitet den Weg, räumt die Hindernisse aus dem Weg meines Volkes. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen Geistes sind, um den Geist der Gedemütigten zu erquicken und das Herz der Zerschlagenen. Ja, gelobt seist du Herr von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit: Amen. Während wir jetzt mit der Band weiter anbeten, dürft ihr gerne etwas weiter Grüße schicken, aber vor allem eure Gebetsanliegen, damit ich später dafür beten kann. Ich finde sicher einen Weg, eure nötige Privatsphäre bei diesen Anliegen zu wahren. So, wir kommen zum zweiten Teil, wo wir zusammen mit Gott anbeten. Und ich hoffe, meine Stimme macht diesmal mit. Plötzlich irgendwie Staub in der Schnorren gehabt und dann kommt es nicht gut. Ist wahr? Ja, blöd. Okay. Also, jetzt kommt ein bisschen der lärmige, punkige Teil, aber ist super. Ist mir Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Niemand zurück, niemand zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Niemand zurück, niemand zurück. Ob niemand mit mir geht, steh ich voran. Ob niemand
großer Gott. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du kreiert und hörst fort und fort, dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten sehe, wie er sein Volk aus seinem Weg gesegnet, wie es geliebt, begnadigt geht und geht, dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Wenn schwere Lasten mich zu Boden drücken, wenn meine Seele trübt ist bis zum Tod und er mit offenen Armen mir begegnet, mich tröstet und errettet aus der Not, dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Diese Straße führt mich zu dir. Ich laufe los, lass alles hinter mir. Mein Geist erinnert sich, wie gut du bist. Das, wo du liegst, auch mein Zuhause ist. Und ich höre, wie du rufst. Dein Versprechen, dass du Gutes tust. Und ich spüre deinen Wind, der mich aufhebt und nach Hause bringt. Herrlichkeit, überall so weit mein Auge reicht. Schönheit, die in die Tiefe meiner Seele greift. Befreit seh ich dich so, wie du wirklich bist. Ich atme ein,
Ich habe dich schon viel zu lang vermisst. Diese Straße führt mich hin zu dir. Ich laufe los, lass alles hinter mir. Mein Geist erinnert sich, wie du bist. Jetzt, wo du lebst, auch mein Zuhause ist. Und ich höre, wie du rufst. Dein Versprechen, dass du Gutes tust. Und ich spüre deinen Wind, der mich aufhebt und nach Hause bringt. Ehrlichkeit, überall, soweit mein Auge reicht. Schönheit, die in die Tiefe meiner Seele greift. Befreit, seh ich dich so, wie du wirklich bist. Ich atme ein, ich hab mir dich schon viel zu lang vermisst. The Lord is my shepherd, I will fear no evil. You are my shepherd, God, I will fear no evil. Surely goodness and mercy cover
Dann bringen wir jetzt die Welt und einander vor Gott. Wir beten. Vater im Himmel, du hast gehört, was der Simon gesagt hat. Wir leben in einer Zeit, wo es uns verreist, wo es unsere Gesellschaft verreist, unsere Beziehungen, wo Spannungen aufkommen an ganz verschiedensten Orten. Herr, ich bitte dich um deine Gnade, dass du kittest, wo Beziehungen zerbrechen, wo der Kitt in der Gesellschaft verbricht. Herr, führ du neu zusammen. Und Herr, bewahre uns von dem Virus und alles, was es auslöst. Nicht nur eben körperlich, sondern auch seelisch und sozial und alles, was daran hängt, wirtschaftlich und so weiter und so fort. Du hast das grosse Bild. Herr, wir bitten dich um deine Nähe und deinen Schutz und deine Heilung. Und wir bitten dich auch konkret für die Person, die Weisheit braucht in einer juristischen Angelegenheit. Hilf du, schenk du die richtigen Schritte zur rechten Zeit und führ du das Recht. Verhilf du zum Recht. Und wir bitten dich auch für alle Familien, die Kraft, Geduld und Energie brauchen in dieser Zeit und ganz besonders für die eine, die uns das auch gesagt hat, hey, schenk du Kraft, auch bis dann wieder Ferien sind. Und du weißt, um Zweifel und um alles Schwere, das drückt, was auch der Glauben an dich, Herr, in Frage stellt. Und ich bitte dich für die Person, die geschrieben hat, dass sie enttäuscht ist von dir, wie sie dich nicht mehr erlebt, weil alles in Frage gestellt ist. Schenk du Vertrauen und zeig du dich ganz neu auf eine feine, aber letztlich überzeugende Art. Schenk du neues Glauben, neuen Glauben und neues Vertrauen. Es hilft auch in dieser Situation, die wirklich schwierig ist. Und es gibt noch so viel mehr, was wir von dich könnten und wettet bringen. Wir machen es mit den Worten, die du, Herr, uns gelehrt hast. Unser Paar im Himmel, dein Name soll uns heilig sein. Dein Königreich soll kommen. Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns das jeden Tag wieder neu, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, genauso wie wir auch denen vergeben, die uns schuldig werden. Führ uns nicht in Versuchung, sondern mach uns frei vom Bösen. Denn für immer gehört dir die Herrschaft, die Macht und die Herrlichkeit. Amen. Dann singen wir das Gebet auch noch mit der Band, wie im Himmel. Vater, dein Reich komme, deine Herrlichkeit und Kraft. Wie dein Name dort geehrt wird, so erklingt dein Ruhm auch hier. Wie im Himmel, so auf Erden, was du willst, das soll geschehen. Was nicht ist, das kann noch werden. Und wir beten, bis wir sehen. Täglich, was wir brauchen, und erlöse uns vom Leid. Wie du unsere Schuld getilgt hast, so vergeben wir auch jetzt. Wie im Himmel, so auf Erden, was du willst, das soll geschehen. Was nicht ist, das kann noch werden, und wir beten, bis wir sehen. Wie im Himmel, so auf Erden, was du willst, das soll geschehen. Was nicht ist, das kann
Marcel, du bist seit dem September neuer Metal Church Präsident. Wie ist es dazu gekommen? Genau, wir haben dieses Jahr haben wir uns entschieden, dass wir im Bereich der Sozialdiakonie über anstellen für 30%. Einfach damit wir diesen Bereich auch stärken können, damit wir breiter abgestützt sind, dass unsere Freiwilligen sich effizienter einbringen können und einfach dass auch Raum entsteht, dass sich Metal Church weiterentwickeln kann. Auf das aber hat sich dann Nadine selber gemeldet für das Wagnis, weil die Stelle ist erst mal auf ein Jahr befristet ausgestellt. Nein, nachdem auch ganz konkret klar geworden ist, dass Nadine effektiv auf Anfangsjahr wird anfangen, ist für uns auch klar gewesen, und natürlich auch für Nadine, dass sie jetzt das Präsidium wird abgeben. So hat sich dann auch ergeben, dass ich als Vizepräsident das Amt vom Präsidium übernehme und alle das Vizepräsidium übernimmt. Ja, Nadine, was motiviert dich zu dem Wechsel von der Präsidentin zur Diakonin? Ja, das war schon ein bisschen speziell, wie es dazu kam, dass ich Präsidentin wurde. Du hast mich mal an einem Konzert angesprochen, hast mir erzählt von Metal Church und mir jetzt gedacht, ja, das ist noch ein cooles Projekt. Reformierte Kirche, Part mit ein bisschen Metal, das klingt gut, da könnte man sich ja einsetzen. Das Präsidium wollte ich hier eigentlich gerade nicht, aber es hat sich hier so ergeben und es war gut. Und ja, wir haben 6 Jahre lang miteinander schon, ich glaube, man kann sagen, gekämpft und gestritten für Geld, für Anerkennung, für die Metal Church, dass sie wachsen kann, dass sie die Möglichkeiten bekommt, finanziell auch, die sie braucht, um sich zu entwickeln. Aber ja, dass wir immer mehr auch als reformierte Kirche ernst und wahrgenommen werden. Und bei mir hat sich in diesen 6 Jahren etwas gewandelt, auch vom Draufschauen und sagen, mal, das finde ich eine coole Sache, ich finde es ein cooles Projekt. Bis heute so merken, hey, eigentlich würde ich gerne Teil davon sein. Ich habe in dieser Zeit so viele coole Leute kennengelernt, flotte Leute gelernt schätzen. Und das hat mich letztendlich bewogen zu sagen, ich möchte mich da einfach mehr einsetzen und richtig Teil davon werden. Und jetzt haben wir ja den Sommer auch angefangen umstrukturieren. Wir haben den Forster, der eben vorher weiter weg war und das Kernteam operativ war, eigentlich fusioniert. Wir haben ein neues Leitungsteam geschaffen. Mit dem geht ja auch eine neue Kultur einher, vom Miteinander zusammenarbeiten und leiten. Marcel, kannst du uns noch etwas sagen? Was ist das Neue von dieser Kultur? Ja, sicher, ja. Grundsätzlich ist das ganze Operative ist nicht mehr einfach top-down und wir haben die strategische Leitung und die operative Leitung entflechtet. Das heisst konkret, dass Teams in den verschiedenen Bereichen dort selber gestalten können, dass sie dort auch Kompetenzen in ihren Bereichen haben. Das Leitungsteam tut nachher über die Bereiche hinweg vernetzen und fokussiert sich vor allem auch auf die strategische Ausrichtung, um der Metal Church einen Weg zu zeichnen und einfach auch den Freiraum schaffen, damit Metal Church dort weitergehen kann und eben die Leute in dem Bereichsteam Vollgas geben können und dort unterstützt sein. Das heisst eben auch, dass wir auf gleicher Augenhöhe sind. Wir haben einfach unterschiedliche Rollen. Das heisst dann eben auch, dass jeder sich dort genau gezielt einbringen kann, wo er eben noch ist. Und so sollen neue Ideen an der Front entstehen und angestoßen werden. Also effektiv, dort wo die Leute sind im Arbeiten, dort sollen neue Ideen entstehen. Und das ist auch eine Einladung an euch, die alle zuschauen. Wenn ihr eine Idee habt oder möchtet mitarbeiten bei der Metal Church, kommt auf uns zu und dann schauen wir, dass aus dem etwas werden kann. Genau, das soll genau die Idee sein, dass wir Ideen von überall aufnehmen können. Ja, und dann dürfen wir jetzt auch gesegnet werden als neues Leitungsteam in dieser neuen Zusammensetzung. Haben alle Leute schon gesehen heute Abend irgendeins. Und der Flo wird uns segnen für die neue Ära. Wäre, glaube ich, noch gut, wenn ich ein Mikrofon hätte. Unser 3, einig Gott, segne ich euch in eurer neuen Aufgabe und Funktion
er behüte euch, wo ihr auch seid, als Leitungsteam von der Metal Church. Die Herrlichkeit und Gnade wacht über euch. Der Friede von Gott begleitet euch und eurem Herzen. Der Herr schenkt euch Kreativität, Innovation für Neues, damit Wachstum sichtbar wird. Im Namen von Gott, von unserem dreieinigen Gott, segne ich euch und sende euch aus als neues Leitungsteam für die Metal Church und für den Dienst. Amen. Amen. Ich habe noch die Grüße, die ich euch vorlese. Smiley schreibt: ein liebes und müdes Grüßli aus dem Aargau und eine schöne Adventszeit und Weihnachtstage mit hoffentlich viel Schnee. Und dann haben wir noch Grüße aus Niederbipp, wo der Marcel das Foto einblenden für euch. Und dann haben wir nachher noch ein paar Infos. Nadine und ich. Gerade im Anschluss an den Livestream findet noch das Heavy Sanctum Bar Zoom-Meeting statt, wo ihr euch alle einschalten könnt. Ihr seht den Link unten dran, www.metalchurch.ch/heavy-sanctum-bar, so wie eingeblendet. Wir würden uns freuen, wenn sich dort ein paar Leute einschalten. Die Dinge hier, die werden uns alle noch ein Zeitchen begleiten. Und wir haben jetzt hier so Uni-Schwarze, aber ihr könnt viel coolere haben. Die werden jetzt eingeblendet. Und wenn ihr so eine Metal Church Maske wettet, müsst ihr euch beim Samuel melden. Beziehungsweise am besten schickt ihr ihm einfach 20 Franken in einem Kuvert mit eurer Adresse. Und dann werdet ihr so eine Maske zugeschickt bekommen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und dann haben wir den neuen Jahresprogramm-Flyer. Den könnt ihr digital auf unserer Webseite anschauen. Oder, wenn ihr ihn verteilen wollt, was uns natürlich freuen würde, könnt ihr ihn im Sekretariat bestellen. Auch von Seiten des BBM gibt es Neuigkeiten, gute Neuigkeiten. Und für das haben wir einen kleinen Clip für euch. Ciao. Salut, Sam. Hey. Bibel. Bier. Metal! Knapp 10 Jahre nach der Gründung von Bibelbier und Metal freut es mich sehr, dass jetzt mit Nadine und Bernie ein zweiter Standort dazukommt. Genau, ab Januar kannst du einmal im Monat in Wimmis ein Bibelbier und Heavy Metal besuchen. Es ist richtig geil, dass es jetzt hier im Berner Oberland die Möglichkeit gibt, für alle Metalheads zusammenzukommen, hey, über den Glauben zu diskutieren und das Buch der Bücher anzuschauen, die Bibel, und weitere Diskussionen darüber zu führen. Du hast jetzt also in Zukunft 2 Chancen pro Monat, das BBM zu besuchen. Entweder das Niederbib bei mir im Keller, oder wo wir jetzt sonst sind in Sachen Corona, oder dann im Speicher von der reformierten Kirchgemeinde Wimmis. Auf das neue Kapitel, da müssen wir anstoßen. Yeah. Wäre cool, wenn wir euch dort treffen würden. Dann haben wir noch etwas Zweites, was neu ist. Und zwar gibt es neu einen Metal Church Hauskreis. Das ist ein virtueller Hauskreis. Das heisst virtuelles Lagerfeuer mit Videochat. Und wie ihr eingeblendet seht, wer sich interessiert, kann sich auch beim Sekretariat melden. Auch im neuen Jahr wollen wir unbedingt Metal-Gottesdienste
zusammen feiern. In welcher Form ist halt leider noch nicht klar, aber reserviert euch schon mal den 13. Februar. Dann ist auf alle Fälle der nächste Heavy Sanctum geplant. Und wenn alles gut geht, wird auch Distant Past und Rainforce dort dabei sein. Dann haben wir noch jetzt per Mail erreichbar das offene Ohr. Wenn ihr noch irgendwelche Anliegen habt oder etwas, was ihr besprechen wollt oder so, dürft ihr euch gerne melden. Und ihr könnt auch, wenn ihr wollt, für das neue Jahr Anfragen für Bibelverse, dann schicken wir euch die zu. Auch wenn wir heute wieder eine andere Form von Gottesdienst haben, sammeln wir trotzdem eine Kollekte. Die Kollekte ist bestimmt zur Hälfte für die Metal Church, für unsere Produktionskosten, die gerade auch ein bisschen mit so einem Livestream gerade noch mal ein bisschen anders sind. Daneben aber die andere Hälfte für die Notschlafstelle Thun. Gerade jetzt in dieser Saison und bei diesem Wetter ist es umso wichtiger, dass sich Leute einsetzen für die kein Zuhause haben. Also in dem Sinn, wir sagen euch merci vielmals, es ist eine gute Sache und unterstützt es. Ihr seht einen Twin-Code und IBAN und alles ist irgendwie eingeblendet. Und zu guter Letzt möchten wir uns noch einmal bei Rampenlicht bedanken, dass wir hier den Livestream machen können. Und wir möchten uns auch noch bei all unseren Freiwilligen bedanken, die uns immer unterstützen. Und heute ist auch gerade der Tag der Freiwilligen. Also, merci vielmals. Ja, wir haben zum Abschluss noch 2 Songs. Einen haben wir einmal probiert. Aber er passt super zu. Das ist kein Witz, ist wahr. Und der passt aber zur neuen Metal Church Vision. Ihr seht das Schiff, oder? Hat es schon eingeblendet gehabt. Und es gibt tatsächlich so ein Lied, das da gar nicht so schlecht dazu passt. Und daraus 2 Strophen. Durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht, durch Angst, Not und Gefahr. Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, verfährt es Jahr um Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wer denn das Schiff bestieg. Erreicht es wohl das große Ziel, wird es nicht untergehen. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns, Herr. Das sich Gemeinde nennt, seine Mannschaft sein. Sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein. Ein jeder stehe, wo er steht, und tue seine Pflicht. Wenn er sein Teil nicht voll erfüllt, gelingt das Ganze nicht. Und was die Mannschaft auf dem Schiff ganz fest zusammenschweißt, in Glaube, Hoffnung, Zuversicht, ist Gottes guter Geist. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns, Herr.
gehört noch nicht, das habt ihr alle nicht gehört. Ja, vor allem nicht so schnell, wir haben keinen Stress, glaube ich. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Die Glut wieder neu, hoch Asche weg und Leben ein. Geschichte zeugt davon, du bist treu. Ist dein Geist uns geschenkt, uns trägt durch sein Schmerz und Leid. Hey, nicht das letzte Wort, sondern du allein, erlösender Gott. Lass uns noch Worte vor Hoffnung sein. Lass uns noch brennen für dich. Lass uns noch leben und lieben für dich. Hier jetzt, da wo wir sind, von der Hilfe du bist. Ruf uns in Nachfolge von dir. Lass uns aufstehen, was Not am größten ist. Schenk uns den Mut, wie du ziehst. Weil du der Grund von unserer Hoffnung bist, Schmerz und Leid. Hey, nicht das letzte Wort, sondern du allein, barmherziger Gott. Und lass uns noch Worte vor Hoffnung sein. Lass uns noch brennen für dich. Lass uns noch leben und lieben auf dich. Hier jetzt, mit allem, wo wir sind. Vater, hilf uns und lass uns noch Worte vor Hoffnung sein. Lass uns noch brennen für dich. Lass uns noch leben und lieben auf dich. Hier jetzt, mit allem, wo wir sind. Vater, hilf uns dabei. Ich seh dies Reich, es ist am Kommen. Halleluja. Ich seh dies Reich, es ist am Kommen. Halleluja. Ich seh dies Reich, es ist am Kommen. Halleluja. Ich seh dies Reich, es ist am Kommen. Halleluja. Ich seh dies Reich, es ist am Kommen. Halleluja. Ich seh dies Reich, es ist am Kommen. Halleluja. Ich seh dies Reich, es ist am Kommen. Halleluja. Ich seh dies Reich, es ist am Kommen. Halleluja. Lass uns Worte vor Hoffnung sein. Lass uns brennen für dich. Lass uns leben und lieben auf dich. Hier jetzt, da wo wir sind. Vater, hilf uns und lass uns Worte vor Hoffnung sein. Lass uns brennen für dich. Lass uns Worte vor Hoffnung sein. Lass uns brennen für dich. Lass uns leben und lieben auf dich. Hier jetzt, da wo wir sind. Vater, hilf uns dabei. Und ich darf euch zum Schluss vom Gottesdienst segnen. Und auch hier, wir machen es miteinander, so wie gang. Der dreieinige Gott, der Herr von Stahl und Gewalten, er segne dich und er behüte dich.
Der Herr von Blitz und Saiten, er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sagt dir gnädig. Der Herr von Donner und Stille wendet dir sein Angesicht zu und er gebe dir Frieden. Amen. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Niemand zurück, niemand zurück. Die Welt liegt hinter